Was tust denn du da mit den ganzen Zeitungen, Herr Bertha? Ja, lesen. Schnipsi, ich bin die ganze Woche nicht zum Zeitung lesen gekommen. Heute machen wir uns einen ganz gemütlichen Abend, gell? Ich tue lesen, du tust bügeln. Ein Telefon. Ans Telefon gehen wir heute auch nicht. Was, warum? Heute will ich wirklich mal in Ruhe. Aber wer kann denn das sein, Herr Bert? Das weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht wissen. Nicht? Auf alle Fälle wäre ganz aufdringlicher. Wie das schon leid. Hey, du gehst jetzt auch nicht hin. Ja? Ach, Mutti. Grüß dich, Mutti. Was sagst du? Na. Na, bist du sicher, Mutti? Na, das ist ja furchtbar, Mutti. Was ist denn? Na, Mutti. Na, Mutti. Was ist denn los? Ja, danke, Mutti. Herr Schaft, jetzt red halt einmal. Für dich, Mutti. Und, was ist? Wir haben heute Silberhochzeit. Was haben wir? Silberhochzeit. Wir? Ja, wir zwei, du und ich. Geh, wir haben doch erst Hochzeitstag gehabt Vor einem Jahr. Das glaube ich nicht. Was ist denn heute für ein Datum? Ja, Donnerstag. Donnerstag ist kein Datum. Wo ist denn die heutige Zeitung? Da muss draufstehen, Herr Bert. Ja, bringen wir nichts durcheinander. Herrschaft. Das ist Mittwoch, das ist die gestrige, die nutzt uns nix. Freilich nutzt uns die was. Da musst halt rechnen. Wenn gestern Mittwoch der 31. war, dann ist heute Donnerstag der 32. Der erste ist heute, dann haben wir heute Hochzeitstag. Silberhochzeit haben wir und du hast es vergessen. Vergessen. Ja, du hast das auch vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab bloß nicht dran gedacht. Aha. So furchtbar, das gehört doch gefeiert. Was ist denn da geboten? Wo ist denn die heilige Zeitung? Jetzt reg dich nicht auf, du. Wir dann einfach ganz gemütlich. Nix gemütlich. Das ist im Grunde genommen auch bloß ein Datum. Hauptsache, wir zwei sind beieinander. Herbert, an diesem Datum hab ich dich geheiratet, dass du das weißt. Ja, ich die auch. Ja, das gehört gefeiert, da gehört was unternommen. Ja, jetzt macht er doch keinen solchen Stress. Du, wir dann einfach ganz gemütlich. Jetzt hör doch mal auf mit deinem gemütlich. Gemütlich hab ich's mit dir das ganze Jahr. Wir haben Silberhochzeit. Ich mein ja nur, sowas muss man auch nicht überbewerten. Bei solchen Sachen ist so viel Geschäftemacherei dabei, dass die Blumengeschäfte noch einen Blumenstock verkaufen und noch einen Blumenstock. Ich will keinen Blumenstock von dir. Ich nicht. Nein, ich hab schon nur Blumenstock von dir. Eben. Ich will meine Silberhochzeit feiern. Feiern. Ja. Genau, das tun wir. Na endlich. Schön im Kreise von uns zwei. Was? Wir dann Füße ein bisschen hochlagern. Was? Und ich mache uns jetzt zur Feier des Abends ein schönes Flascherl Piccolo auf. Piccolo? Hast du gerade gesagt Piccolo? Ich soll bei meiner Silberhochzeit mit dir einen winnigen Piccolo saufen? Schau. Das ist doch Willst du sinnlos zusaufen oder was? Zursaufen mit einem Piccolo. Was bloß nicht ans Telefon gegangen. Ja. Aha. Wir könnten nur noch gemütlich Zeitung lesen, bügeln. Bügeln. Was da die an meiner Silberhochzeit, da die deine geschissene Unterhosen bügeln. Ich hab dir 100-mal gesagt, dass du die nicht bügeln brauchst. Aha. Ich hab dir gesagt, es genügt, wenn du die sorgfältig zusammenlegst. Und
und dann bloß noch mal leicht mit der Hand drüber streichst. Bevor ich da lang mit der Hand drauf umeinander tapp, hau ich lieber einmal mit dem Bügeleisen drauf. Gut, das ist die brutale Methode. Und jetzt gehe ich aus. Ich feiere meine Silberhochzeit allein. Ich gehe ins Riverboat. Meine Mantel, Was, wo gehst du hin? da ist heute Ladies Night. Da gibt's für Damen ohne Begleitung umsonst einen Rhabarbersekt. Du willst jetzt allein Da feiern? gehe ich hin. Ohne mich? Meine Mantel. Da gehe ich jetzt hin. Ich gehe jetzt, gell? Da bei der Tür gehen aus. Hast verstanden? Ich gehe. Nicht einmal zurückhalten, du hast mich. Also soll ich dich zurückhalten? Ein anderer Mann, den sagen, bleib bei mir und so weiter. Eben, genau, gerade habe ich mir gedacht, jetzt geh weiter, jetzt bleib doch da. Ein anderer Mann, der tippt mich niemals hinauslassen wie Gefahren bei Nacht und Nebel. Genau. Du bleibst jetzt daheim. Gehst du auf Zeiten? Was soll ich jetzt? Soll ich die jetzt durchlassen oder soll ich die aufhalten? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Was soll ich denn jetzt? Ein anderer Mann, der sagen, ich komm mit, da der sagen. Ach so, freilich, dann komm ich halt Du nicht. willst doch mein gar nicht Gott. mit, du willst doch daheim bleiben, gemütlich, verstehst das? Ja, das habe ich jetzt schon aufgegeben. An unserer Silberhochzeit 4 CT, Zeitung lesen. Ich hab doch gemeint, du willst allein weggehen. Damit du deinen Rhabarbersekt kriegst. Ihr Männer, ihr habt ja keine Ahnung von uns Frauen. Nein. Mann und Frau, das sind ja zwei völlig verschiedene Gattungen. Das ist, wie wenn's der Schaf mit der Wuhlsau kreuzt. Und wer ist jetzt bei uns? Und wer ist jetzt... Wer ist jetzt bei uns, bitte, die Wuhlsau? 3-mal darfst du raten. Geschnipsi, du bist doch kein Wuhlsau. Gehst du doch mit? Freilich geh ich mit, ich hab doch gesagt, ich geh mit. Herbert, aber da dort muss man tanzen, gell? Was muss man da? Jetzt gehst du auch wieder nicht mit. Hey, ich geh schon mit. Was muss man da tanzen? Ja, ich weiß doch nicht, das ist ein Oldie-Ball. Ein Oldie-Ball. Da haben wir vielleicht noch Glück gehabt. Ja, Ein Twist kann man vielleicht noch zusammenbringen. ja, no. Weißt du das noch? Beim Twist haben wir uns damals kennengelernt. Ja, Da bin ich auf die zugekommen mit meinem Pepita-Sackel. ja. Und du hast ja gleich gedacht, Was kommt denn da für ein Hamperer daher? au, du. Wir müssen bloß für alle Fälle ein Handtuch dabei haben. Warum ein Handtuch, Herbert? Beim Twist, da muss man gleichzeitig mit jedem Fuß einen Zigarettenstumpen austreten und sich dabei noch mit dem Handtuch das Gag abfrottieren. It won't take long. I'm gonna do a twist and it goes like Probier so this. mal.